Res, frisst du eigentlich gerade ganz schön viel frohle Hundeleckerlis? Warum fragst du? Ich sehe dich gerade in meiner Kamera und du hast extrem seidiges Fell, wie unsere Wellensittiche sagen würden. Vielen Dank, ich war halt beim Friseur. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Dann haben wir zwar heute also einen Quickie, einen sogenannten. Einen sogenannten, wir zwei halt ganz alleine. Leider kein Dreier heute, liebe Wellensittiche. Wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen. Anja kann halt leider nicht dabei sein, aber wir beide geben alles, um euch trotzdem zu bespaßen. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu unserer 11. Podcast-Folge. Wir freuen uns riesig, dass ihr auch heute wieder dabei seid, dass ihr schon lang dabei seid, dass ihr gerade neu einsteigt, Herz unbedingt von vorn, lasst euch das gesagt haben. Und ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so supportet. Und wir haben auch in der Woche wieder sehr, sehr viele Kommentare und Likes und DMs gekriegt auf all unseren Social-Media-Kanälen, auf Insta, auf TikTok und auf YouTube und auch auf Spotify gingen immer Kommentare rein. Freut uns riesig, das alles zu lesen. Und uns ist aufgefallen, ihr seid schon auch sehr lustig. Und das freut uns sehr. Absolut. Vor allem hat es uns gefreut, dass ihr mit uns geteilt habt, welche Tierleckereien ihr schon vernascht habt in der Vergangenheit. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen lesen wir jetzt ein paar davon vor. Also es gab tatsächlich einige, die, wie Anja in der letzten Folge gesagt hat, diese Joghurt-Drops probiert haben. Die sind anscheinend sehr gut. Kann man empfehlen. Ich glaube, dass ich das auch mal probiert habe, aber ich kann mich nicht an den Geschmack erinnern, aber vielleicht machen wir mal noch eine Verkostung, wie war's? Sonst waren viele Leute dabei, die Breckis gegessen haben, so wie ich. Oder Pedigree Biscuit, was auch immer das ist. Es hört sich irgendwie lecker an. Ich weiß nicht, ob das eine normale Reaktion ist, aber wenn ich Pedigree Biscuit her, da läuft es mir Wegen Biscuit. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, es werden auf jeden Fall Live-Hunde-Leckerlis probiert in diesem Podcast. Ja, ich freue mich schon. Es wird fantastisch. Oh Gott. Irgendjemand hat auch direkt Pedigree Deutschland markiert unter dem Reel. Ja. Und hat eine Kooperation vorgeschlagen. Da möchte ich auch sagen, wir sind nicht abgeneigt. Wir machen das Taste-Testing auch mit Pedigree und Ja. wir löschen auch die Podcast-Folge, in der ich von Frohlich schwärme. Da sind wir nicht so. Also Pedigree, wenn ihr sponsern wollt, dann machen wir auch die Verkostung, versprochen. Ich hoffe, ihr habt auch Joghurt-Drops im Sortiment. Ja, drunter machen wir es leider nicht. Nein, auf keinen Fall. Und weißt du, was ich noch krass fand? Ein Kommentar kam noch, dass jemand Schappi aus der Dose probiert hat. Das fand ich Und auch da so möchte ich wild. sagen, meinen höchsten Respekt, dass du da nicht gespielt hast. Ja, wirklich, wirklich. Also, Weh. mich darf auch die Geschichte da außenrum interessieren. War das eine verlorene Wette oder war das so ein, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus Moment, weil, also, Ja. den hat ich noch nie, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Also ich fand und finde auch nach wie vor den Geruch von Dosen-Tierfutter echt nicht gut. Ja. Nicht ansprechend. Aber Nein, hey, auf gar keinen Fall. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Danke, dass ihr uns nicht allein dastehen habt lassen mit unserer vermeintlichen Abartigkeit. Freut uns, dass ihr auch ein bisschen experimentierfreudig wart, was Tierfutter angeht. Ja, auf jeden Fall. Verena, Ja. wie war eigentlich dein Wochenende? Komisch. Das ist so genau das scheiße. Gleiche wollte ich dir auch gerade fragen. Das glaubst Okay. du ja nicht.
Das ist ja verrückt. Ist das hier alles abgesprochen oder was ist das? Anscheinend ist das abgesprochen. Na, das war Telepathie. Wir sind wie beste Freundinnen. Jede denkt das Gleiche. Das hat gerade richtig weh da, als du gesagt hast, wir sind wie beste Freunde. Leck. Oh, ein kleines Wörtchen mit sehr viel Gewicht. Deswegen Leute, achtet auf eure Sprache. Entschuldigung. Also mein Wochenende war sehr schön, weil ich habe meine tatsächlich besten Freundinnen gesehen. Nämlich Anja und Verena. Ja. Achso, ich mein Anna und Veronika, sorry, ich verwechselt. Jetzt. Hat mich übrigens sehr gefreut, dass sehr viele von euch Wellensittichen das durchgezogen haben, auch in Kommentaren und so und einfach immer unsere neuen Spitznamen geschrieben haben. Bitte, lernst das nicht mehr. Ja, also macht es vor allem bei mir nimmer, weil die zwei haben das übernommen. Das ist lustig. Ich bin auch das ganze Wochenende konsequent Räder genannt worden. Die ganze Zeit. Weil es schön ist. Einfach Ja, weil es ja. schön ist. Einfach schön. Ja, doch. Einfach nur schön. Ja, wieso, was hast du denn erlebt? Wir haben uns gesehen für einen Videodreh der bekannten Sängerin Anna Bavaria. Schmarrn. Kannst du glauben? Ja. Verzeih. Da sind wir nämlich eingeladen worden als Background-Tänzerinnen, denn sie kennt unsere Schwungscheiben und sie kennt vor allem unsere Dance-Moves. Und ich glaube, das war ihr sehr wichtig für dieses Musikvideo. Wie war es für die, Verena? Ja, ich fand's cool. Also wir waren insgesamt 6 junge Frauen waren wir und haben ein Party-Tanz-Video gedreht, was sehr lustig war. Ihr könnt ja schon erste Snippets sehen von dem neuen Song bei der Anja auf dem Kanal und auch schon vom Dreh gibt es auch schon kleine. Also ja, doch, wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man uns auch auf diesen Videos. Kommentiert's mal, wenn ihr uns gefunden habt. Wenn ihr uns und unsere Schwungscheiben gefunden habt, kommentiert's doch mal. Hey, ist das nicht Veronika? Genau, die Leute müssen ja irgendein Codewort müsst ihr kommentieren, damit man weiß, dass ihr vom Wellensittich-Stammtisch kommt. Also kommentiert's mit, ist das Veronika? Ist das der Räder? Habe ich da richtig gesehen? So. Freuen wir uns, das zu lesen, auf jeden Fall. Ja. Also bei der Anja, auf Anja Bavaria im Internet innen drin findet ihr das. Ja, da haben wir schön getanzt, da haben wir viel Spaß gehabt. Ja, wir waren ja nach dem Videodreh noch fort, muss man sagen. Und da waren wir in einer Bar und haben uns da mit der Shots bestellt. Und es war ein großes Überraschungspaket, was da drauf war. Res, was hast du erwischt? Was hast du getrunken alles? Ich habe auf jeden Fall als allererst so einen Eisgurzel-Schnaps probiert. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das so ein Thermomix-Rezept ist, wo man einfach nur die Eisgurzel so schmelzt und dann das im Thermomix die ganze Zeit so, nicht kochen, aber so erwärmt, weißt du schon? Ja. Der war Und so das- türkis und der hat glitzert. Ja, genau. Der hat echt fancy ausgeschaut. Ja, das war Er hat cool. auch unsere Zungen blau gefärbt. Also den Rest des Abends. Echt, oder? Alle, die den getrunken haben, haben eine blaue Zunge gehabt. Und ich fand das sehr gut. Ja, ich habe keinen Also, erwischt. Okay. Aber magst du so Eisgurzel? Hätte ich das auch Nein, geliked? also ich habe auch mit Fleiß da nicht hingelangt, muss ich Ah, okay. gestehen. Okay. Ja, dazu muss man vielleicht nur erzählen, wir haben ein Spiel draus gemacht, wer welchen Schnaps trinken muss, weil wir Ja. anhand der Farbe schon erkannt haben, dass da auf jeden Fall auch Sachen dabei sind, die uns wahrscheinlich nicht so schmecken werden. Ja. Und um die haben wir dann gespielt. Und der Verlierer hat dann die grintigen Schnäpse trinken müssen. Zum Beispiel Jagermeister oder auch Unterberg wurde da verköstigt von den Verlierern. Wer hat denn verloren? Hast du das noch, Res? Na, warum die Veronika das gerade so fragt, ist, weil sie kein einziges Mal verloren hat. Die blöde Kuh. Also ich habe weder Jagermeister noch Unterberg trinken müssen. Ja, Aber ich habe an meinem Geburtstag im Spinnradl so viel Jagermeister-Shots getrunken. Ich konnte nicht mehr. Also ja. ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft. Leider. Dann bin ich irgendwie froh. Dann hab ich nicht verloren, sondern habe ich es für die da. Es war eine gute Tat, auf jeden Fall. Ja, genau. So nämlich. Ja, ich habe einen Ficken erwischt. Ich gelang bei sowas immer so zu die roten Schnäpse irgendwie. Da habe ich immer, ja, so
Liköre oder keine Ahnung, irgendwas Bäriges oder Was so. Fruchtiges. Oder Kirsche oder so. Ja, Ja. da fahre ich immer am besten eigentlich. Ja. Und da war noch sowas Pinkes drauf. Hast du das gesehen? Hast du das Ich habe getrunken? das gesehen, ich habe das nicht getrunken. Uns ist auch gesagt Okay. worden, was das ist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr. Aber das war wie so ein bisschen wie so Huba-Buba-Likör. Das klingt auch geil. Also es, Ja, aber es war nicht so ekliger Kaugummi-Geschmack, sondern es war schon so fruchtiger, also schon leicht künstlich, aber so, dass es noch geil ist. Hört sich gut an. Ja, fand ich nicht schlecht. Der eine, den ich noch gehabt habe, das war so ein klarer, also ich habe befürchtet, dass er klarer Kräuterschnaps ist, aber es war irgendwas Zimtiges. Es hat total nach Weihnachten geschmeckt. Weißt du, wie der geschmeckt hat? Wie der Big Red Kaugummi, den es früher gegeben hat. Ja, so hat er nämlich auch gerochen. Total. Den habe ich so Okay, geliebt. also war der gut. Ja, also der Schnaps und der Kaugummi. Ja, den Kaugummi habe ich auch geliebt. Total. Sehr gut war das. Aber keiner von uns ist so richtig besoffen worden, weil wir haben davor noch die wildeste, die wildeste Pizza gegessen, die ich je Wir haben eine gegessen gute habe. Unterlage gehabt. Ja. Sie hat gut geschmeckt, es war gut viel Belag drauf, aber das war irgendwie die kauintensivste Pizza der Welt. Das war richtiges Kiefer-Workout. Ja, wir sind richtig dort gehängt. Man hat ewig für ein Stickel braucht. Eigentlich, ich bin auch eher so der Typ Mensch, der so Pizza ein bisschen inhaliert. Ja. Und es war unmöglich, weil man musste wirklich unfassbar fest kauen, weil der Tag war irgendwie schon, ja, der war schon ein bisschen dick, aber jetzt nicht kreislig dick. Der war schon auch knusprig und so. Ja. Aber man hat einfach, und da war noch sehr viel Belag drauf. Also das hat schon passt. Also das Verhältnis Belag hat voll passt, finde ich. Ja. Aber es war trotzdem beides sehr viel. Also es war so, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist Wurst wie dick das Brot ist. Genau so war's. Also es hat passt, aber es hat halt einfach, man hat auch keinen großen Bissen nehmen können, Nein. weil dann hat man nicht mehr kauen können, dann war der Mund versperrt. Aber da wir natürlich trotzdem alle so viel Stickel gefressen haben, wie wir normalerweise auch essen daten, waren wir dann natürlich, haben wir eine gute Unterlage gehabt auf jeden Ja. Fall. Ja, das war wichtig. Ja gut, dann wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wir wissen alle, warum ihr da seid. Wir haben in der letzten Folge jeweils 2 Wahrheiten und eine Lüge rausgehauen und haben das nicht aufgelöst, weil wir das in dieser Folge auflösen. Ihr habt auf Insta fleißig kommentieren können, was eurer Meinung nach die Lügen und die Wahrheiten sind. Da sind auch einige Kommentare reingekommen. Eure Vermutungen waren sehr interessant zu lesen. Und wir werden auf jeden Fall, wenn diese Folge rauskommt, im Laufe des Tages die Gewinner ermitteln und euch dann Bescheid sagen, wer die Glückssittiche sind. Die kriegen dann nämlich ein kleines Sticker-Set und einen Liebesbrief. Wow, Ja, die Glücklichen. schon voll. Ich glaube, dass bei jeder von uns 3 mindestens einer richtig hat. Also es wird auf jeden Fall 3 Glückssittiche geben. Braucht euch nicht auch wieder. Okay, dann starten wir mal mit der Anja ihre Fakten. Sie hat uns erzählt, dass sie an der Bar mit einem sehr bekannten Sänger rumgeschmust hat und erst danach herausgefunden hat, wer er ist und dass es ihr bis heute peinlich ist. Der zweite Fakt, den sie uns erzählt hat, war, dass eine Malle-Sängerin versucht hat, sie aufzureißen. Und Fakt Nummer 3 war, dass ein Mitglied einer bayerischen Band ihr während eines Fanfotos am Busen gelangt hat und danach noch einen bläden Spruch rauslassen hat. Und, Trommelwirbel, Achtung, Achtung, die Lüge ist der erste Fakt. Wir wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht erzählt Anja in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr zu den 2 anderen Geschichten. Aber wir wollten euch jetzt erlösen, damit ihr nicht länger warten müsst und nicht länger grübeln müsst, was denn jetzt wahr ist und was nicht. Bei der Anja haben tatsächlich die meisten drauf tippt, dass Nummer 3 das Fanfoto mit dem ungefragten Busengrabscher gelogen ist. Aber nein, ich muss euch leider enttäuschen. Das ist nicht gelogen. Also Nummer 2 mit der Malle-Sängerin fanden sehr viele sehr wahrscheinlich.
Fand man auch witzig. Ja. Aber auf Nummer 1 haben tatsächlich auch die wenigsten tippt. Hat's euch gekriegt? Zumindest einige von euch. Sie hat es aber auch sehr gut gemacht, finde ich. Sie hat so eine Geschichte darum erfunden und das ist immer gut. Ja, voll. Also alle Wellensittiche, die auf Nummer 1 tippt haben in die Kommentare auf dem Instagram Reel und natürlich auch nur Kommentare, die bis diese Folge online gegangen ist, da gestanden sind, keine, die danach kommen, logisch, werden ermittelt und ausgelost. Die Auswahl ist nicht so groß, ihr könnt's Glück haben. Gut, dann da die sagen, Res, wie schaut's aus? Verrate uns deine Geschichten. Na, selbstverständlich. Auch nochmal zur Erinnerung, also ich habe euch erzählt, dass ich schon mal mit dem Casper Händchen gehalten habe, dass ich regelmäßig mit dem Dream auf Instagram schreibe und dass der Sido mich monatlich zahlt. Kannst du mir kurz überlegen? So wild alles. Es ist wirklich wild. Und bei mir sind die meisten auch falsch gelegen. Die Lüge von den 3 Stories ist, dass ich regelmäßig mit dem Dream auf Instagram schreibe. Wer hätte es gedacht? Das stimmt nicht. Das stimmt Dudududum. nicht. Dudum. Aber ich habe tatsächlich schon mal mit dem Casper Händchen gehalten. Das war, bevor er so richtig, richtig berühmt war, hat er in Augsburg ein Konzert gegeben und da war ich mit meiner Freundin Simone. Und bevor das Konzert losgegangen ist, sind wir nochmal schnell aufs Klo und er ist aus dem Backstage raus und uns entgegen auf dem Gang. Und dann also in meiner Erinnerung hat er meine Hand genommen. Ich weiß nicht, ob ich seine Hand genommen habe, aber wir haben auf jeden Fall in diesem Aneinander vorbeigehen unsere Hände festgehalten. Es war ein sehr schöner, ein sehr magischer Moment. Ich war und bin immer nur schwer verliebt, aber naja. Er ist mittlerweile verheiratet und auch in eine wunderschöne Frau. Also ich gunse ihm. Aber wahrscheinlich, weil er die halt nie wieder gefunden hat nach Ja. diesem Händchen halten. Ich glaube auch, dass das der Grund war. Ich glaube, er hat sehr lange nur nach mir gesucht. Das glaube ich auch. Wahrscheinlich alle in Augsburg irgendwie gestalkt, die Ja. vielleicht dein Alter haben oder so. Ja, Und ist mit einfach Sicherheit. nicht fündig geworden. Ja. Ja. Schade. Schade Tut mir eigentlich. leid für ihn. Es hätte auch anders laufen können, aber gut. Das ist halt jetzt so. Dann ist halt Naja. jetzt so. Das ist okay. In einem anderen Leben. Okay. Aber dafür wärst du ja jetzt vom Sido zahlt, warum auch immer. Klingt So. professionell auf jeden Fall. Ja, um das vielleicht nur aufzuklären. Wir haben ja in die letzten Folgen immer wieder schon mal eingestreut, dass ihr auf Twitch streamt. Und da gibt es die Funktion, einen Streamer zu abonnieren. Das heißt, du zahlst den dann monatlich, damit du in seinem Stream verschiedene Emotes benutzen kannst. Also verschiedene Emojis, die der nur auf seinem Kanal freigeschalten hat zum Beispiel. Und der Sido macht es bei mir. Hat er vielleicht einfach vergessen zum Kündigen? Ja, wahrscheinlich. Ist es mir egal und ich schreibe in meinen Lebenslauf, dass ich vom Sido zahlt wird? Ja. Ja, korrekt. Also das mit er hat vergessen zu kündigen, das kannst du jetzt so nicht sagen. Na, das kann man auch nicht beweisen, man weiß nicht. Nein, Es weiß keiner. eben. Es macht sich gut in der Bewerbungsmappen, das da Ja. die drin lassen. Ja. Was man aber dazu, also womit ich wirklich angeben möchte, ist, dass er tatsächlich schon mal bei mir im Stream war und dass er auch im Chat geschrieben hat und wir uns unterhalten haben und das war sehr schön. Und Was hat er geschrieben? er hat sehr einen Song gewünscht, weil bei mir im Stream ist es so, dass man sich manchmal Songs wünschen kann und dann singe ich die sehr schlecht Karaoke. Und er hat Okay. sie Torn von der Natalie Imbruglia gewünscht. Dann habe ich das gesungen. Okay. Dann hat er gesagt, dass das schön ist. Und dann hat er gesagt, pass auf dich auf, Große. Und dann hat er mir noch Geld geschenkt und dann ist er wieder gegangen. Und seitdem läuft dieses Abo. Ehrenmann, kannst Ja. nichts sagen. Ja, Also ist ich so. glaube, das Abo läuft mit Fleiß. Es Ja. spricht alles dafür, auf jeden Fall. Ja, Ja, krass. Dann wärst du also vom Sido zahlt. so ist es also. Ja. So ist Keiner das hat es mir, also. nein, nicht keiner. Es haben schon auch manche richtig getippt mit dem Dream, aber die meisten Leute haben gedacht, das mit dem Sido ist eine Lüge. Verstehe ich. Es ist aber auch echt absurd, ja. Ja. Es ist wirklich absurd. Ja. Genau, auch hier natürlich, genauso wie bei der Anja, ihre Fakten unter die Wellensittiche, die es richtig gehabt haben und auch richtig kommentiert, bis die Folge draußen ist, wird natürlich ausgelost. Und Ja. der Brief macht sie auf den Weg. Genau.
Aber jetzt hören wir erstmal der Verena ihre Fakten. Ich habe euch die FC Bayern Legenden-Edition verzählt. Meine Fakten waren: erstens, ich habe ein Bier mit Oliver Kahn getrunken. Zweitens, ich wurde von Lothar Matthäus angerufen. Und drittens, ich habe mit Thomas Müller Silvester gefeiert. Und jetzt kommt zu ihr. Unter dem Video sind tatsächlich auch sehr viele Kommentare eingetrudelt. Und die meisten von euch glauben mir ums Verrecken nicht, dass der Lothar mich angerufen hat. Kannst du dir das vorstellen, Andreas? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wieso glaubt man denn das nicht? Das verstehe ich auch nicht. Naja, ich muss euch leider enttäuschen, denn der Lothar hat mich tatsächlich mal angerufen. So. Ich habe mal in einem Medienunternehmen gearbeitet, wo der Lothar Matthäus zu einem Interview gekommen ist. Und eigentlich hat ein Kollege von mir das Ganze betreut, der an dem Tag dann nicht da war und das hat er schon ein paar Wochen vorher gewusst und hat dann an Matthäus oder sein Management meinen Kontakt gegeben und ich habe das schon komplett vergessen gehabt. Und dann war dieser Tag, ich habe gewusst, dass der heute kommt, aber ich habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass also das war ja nur für Notfälle Ansprechpartnerin. Auf jeden Fall, leit mein Telefon. Und der Lothar Matthäus sagt, ja, Lothar Matthäus hier, grüß Gott, Frau, Piep. Und ich war so, Ich war kurz davor aufzulegen und zu sagen, verarsch dich selber. Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt. Ich war trotzdem sehr perplex. So, ja, ich wollte dann wissen, wo genau er hin muss und so. Ja, aber nicht. Doch, es haben einige vermutet, dass der kein Telefon bedienen kann, aber doch kann er tatsächlich. Also ich war auch überrascht, dass er persönlich angerufen hat und nicht sein Management oder sowas. Das fand ich irgendwie sympathisch. Ich wollte gerade sagen, das ist für mich ein Pluspunkt eigentlich, ja. Ja, genau. So war das, so einmal mit dem Lothar Matthäus. Dann hätte man nur 2 andere Punkte. Also die zweite Antwort, die mir keiner glauben wollte, war, dass ich mit Thomas Müller Silvester gefeiert habe. Auch da, liebe Wellensittiche, muss ich euch enttäuschen. Ich habe mehrmals mit Thomas Müller Silvester gefeiert. Als wir Kinder waren. Damals. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Damals. Also es ist bestimmt so, 5, 6 Jahre her. Da haben wir regelmäßig miteinander Silvester gefeiert, weil unsere Eltern befreundet sind. Und deswegen gab es da auch andere Anlässe, wo wir beieinander waren. Aber insbesondere die Silvesterpartys haben sie eingebrannt. Aha, dann bist du also Teil der High Society. Na, leider nicht. Was heißt leider? Ich glaube, ich will es gar nicht sein. Nein, ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe ihn selber schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Aber es ist passiert. Das heißt, meine Lüge war, was fast niemand angenommen hat, dass ich ein Bier mit Oliver Kahn getrunken habe. Das ist nie passiert. Ich habe ihn mal am Flughafen gesehen, aber das war das Krasseste, was zwischen am Olli und mir passiert ist. Sorry. Schade. Also da gibt es tatsächlich nicht viel auszulosen, aber die 3, 4, die es richtig haben, unter denen wird auf jeden Fall ausgelost. Ich weiß, dass einer kommentiert hat, also das mit dem Olli Kahn, das muss die Lüge sein, weil ich habe den bisher nur Weißweinschorle trinken gesehen. Ja, stimmt. Stimmt. Weil ich mir gedacht habe, okay, dass deswegen gut. nicht sein kann. Ja. Ja, das war richtig schön. Weil wir halt nur zu zweit sind, haben wir gedacht, wir spielen nur mal eine Runde, 2 Wahrheiten und eine Lüge. Und in der nächsten Folge darf Anja dann raten, was gelungen war und was nicht. Bist bereit, Vreni? Klar. Also, ich habe 3 Fakten für euch, 2 Wahrheiten, eine Lüge. Sie drehen sich alle um meine Teenie-Zeit. Und zwar ist da Folgendes passiert. Ich habe als Teenager meinen eigenen Tod vorgetäuscht. Ich habe mir meine langer Zöpfe abschneiden müssen, weil ich Leis gekriegt habe. Und Oh Gott. ich bin von daheim weggelaufen. Was davon stimmt
Was davon ist gelungen? Das ist alles irgendwie sehr dramatisch, wenn du mich Ja. fragst. Ja, ich sag ja, Teenagerjahre, da ist dramatisch, da geht's wohl zu. Okay, krass. Möchtest du gleich einen Tipp abgeben, was du glaubst? Oder sparst das für nächste Folge Boah, auf? Ja, Okay. ich möchte überlegen. Mhm. Also eigener Tod vortäuschen. Ich bin ehrlich, ich traue dazu. Okay, ja gut. Ich traue dazu. Dann haben wir gehabt, lange Zöpfe abschneiden, weil du Leis hattest. Ja. Und du bist von daheim weggelaufen. Ja. Ich glaube, du bist nicht von daheim weggelaufen. Ich glaube, du hattest Läuse und du hast, oh Gott, du hast deinen Tod vorgetäuscht. Es sagt sehr viel über dein Bild von mir aus. Das hast du selber in der letzten Folge gezeichnet, dieses Bild, gell? Möchte ich dich nur daran erinnern. Na gut. Na gut. Erzähl du lieber deine. Ja, liebe Wellensitte, ihr dürft natürlich gerne raten, also schreibt es gerne in die Spotify- und YouTube-Kommentare, was eure Vermutungen sind. Und vielleicht machen wir auch noch ein Video auf Social Media, da könnt ihr es dann auch kommentieren. Ihr kennt es ja eh schon. Ihr kennt euch doch eh schon aus, seien wir uns ehrlich. Mach weiter, Verena, labert nicht so viel. Okay, also 2 Wahrheiten, eine Lüge. Meine Lieblings-CD, als ich klar war Ottis Wiesenhits. Da waren Banger drauf. Wir lebt denn der alte Holzmichel noch? Und der Anton aus Tirol. Uff. Zweitens, meine Eltern waren große Fans von die Kastelruther Spatzen und deswegen habe ich auch als kleiner Scheißer schon eine weiße Rose auswendig singen können. Und drittens, eine Zeit lang war Sexbomb mein Lieblingslied und das habe ich auch in sämtliche Freundesbücher so reingeschrieben. Ich will, dass das stimmt. Das brauche ich für in meinem Leben. Und bei den anderen 2, ich glaube, das mit der weißen Rose ist die Lüge. Okay, Bin mir nicht sicher. danke für den Tipp. Okay. Danke für den Tipp. Die Auflösung gibt es dann nächstes Mal. Ja. Dann sind wir gespannt, was ihr kommentiert und ob es dann ja daran kann. Sehr gut. Verena, wie schaut's aus? Jetzt inspiriert von der Pizza-Geschichte, hast du Lust auf eine spontane Runden? Die 3 besten, die 3 schlimmsten Unterlagen? Klar. Die 3 besten, die 3 schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Für unsere nicht so trinkfesten Freunde oder vielleicht auch für unsere Preisenfreunde oder einfach generell für Leute, die nicht wissen, was eigentlich eine Unterlage ist. Das ist das Essen, das man isst, bevor man Alkohol konsumiert. Und da braucht man eine gute Unterlage. Was dafür sorgt, dass man sehr viel trinken kann. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind. Okay, wir sind ja ehrlich. Ich fange an mit den 3 besten Unterlagen. Und zwar auf Platz 3 der besten Unterlagen, wenn man saufen geht, wo ich ist. Brotzeit. Brotzeit geht immer. Schönes Butterbrot. Ein bisschen Käse. Vielleicht ein bisschen Wurst. Ein bisschen Essiggurkel. Da hätte ich das Gefühl, das ist Zwäng. Also Brotzeit geht immer, Echt? ja, aber als Unterlag so ein Wurstbrot und ein Käsebrot. Das ist zu wenig, echt. Ja, Ja gut, musst du dann das Meer da essen. na gut, dann bin ich wieder dabei. Auf Platz 2 der besten Unterlagen, wenn man zum Saufen gehen will, sind für mich Nudeln Oh, mit irgendeiner Sauce. Allerdings keine Spaghetti, weil die gehen wir im Zweifel durch die Nasen wieder raus und das ist echt widerlich. Nicht, Ja. dass mir schon mal passiert ist, aber ich habe gehört davon. Und auf Platz 1 der besten Unterlagen vorm Fortgehen ist für mich tatsächlich Pizza. Ich finde Pizza schon eine gute Unterlage, auf jeden Fall. ja, Saugt viel weg. Ja, sehr ich finde gut. es aber auch wichtig, dass es nicht zu fettig ist, weil sonst passt bei mir getränketechnisch auch nicht mehr viel rein.
Also man muss so einen guten Mittelweg finden. Also überfressen, fortgehen ist auch nicht geil. Na, das stimmt. Aber ja, Pizza, da gehe ich mit. Dann komme ich gleich zu den 3 schlimmsten Unterlagen, wenn man saufen gehen will. Und zwar auf Platz 3 ist schon allein, um seinen Mitmenschen einen Gefallen zu tun, sollte man es unterlassen, vorm Fortgehen irgendwas mit Zwiebel, Knoblauch oder Radieserl zu essen. Schon allein, weil dieser Zwiebel oder dieser Knoblauch oder dieses Radieserl den ganzen Abend immer wieder anrufen wird bei euch und Servus sagen werden. Und es werden die Leute, die um euch rumstehen, eine Droge und werden sagen, danke fürs Gespräch. Das ist sehr eklig. Ja, bitte macht's das nicht leid. Bitte nicht. Denkt's an die Leute am anderen Ende der Leitung, ja? Genau. Dann auf Platz 2 der schlimmsten Unterlagen, wenn man saufen gehen will, geht in eine ähnliche Richtung, ist Salat. Oder irgendwas, was zu gemüselastig ist. Ist zwar schön und gut, aber hilft gar nichts. Ich glaube, ich weiß nicht, ein Schnitzel mit Kartoffelsalat bringt irgendwie mehr. Ja. Ja, das Ich bin einmal mit nur Salat im Bauch fortgegangen und das war keine gute Idee. Und die schlimmste Unterlage vorm Saufen gehen ist Chorunterlag oder zu wenig Unterlag. So. Das geht eventuell noch hinten los. Wahre Worte. Also ja, 7,5 sind auch ein Schnitzel, sagt man so schön, aber halt auch nicht ganz. Aber halt auch ein fetzen Rausch. Eben, ja gut. Muss man halt abwägen, was einem lieber ist. Ja, das auf jeden Fall. Fall. Da kann ich gleich mit einsteigen. Bei mir ist auf dem 3. Platz bei den 3 schlimmsten Sachen Spaghetti. Spaghetti geht bei mir gar nicht. Das ist vor allem auch, ja, ihr kennt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber es ist auch verknüpft mit einem Spinnradelbesuch, bei dem ich davor Echt? Spaghetti gegessen habe. Ja. Stimmt, da hat Spaghetti gegeben. Stimmt. Und dann ist der Abend nicht sehr gut ausgegangen. Da können die Spaghetti wahrscheinlich nichts dafür, sondern die 2 rostigen Nägel und auch alles andere, was diesen Körper betreten hat. Aber gut. Aber gut. Es ist jetzt irgendwie ein bisschen negativ verknüpft. Genau. Das kannst du jetzt aber so auch nicht sagen. Mach mal gleich einfach weiter, Verena. Mach mal gleich einfach weiter. Okay. Mit am 2. Platz mit Dinge, die scharf sind. Irgendwas, sowas wie Chili oder ich esse zum Beispiel auch sehr gern so scharfe Ramen, nicht vom Vergessen. Das ist, egal in welche Richtung das während des Partyabends rausmechert, ist nicht gut. Es brennt. Ja, es ist einfach nicht gut. Und auf Platz 1 der schlimmsten Unterlagen habe ich auch nix, beziehungsweise nur M&M's. Denn es hat einen Partyabend gegeben, wieder mit meiner Freundin Melli, die habe ich letzte Folge ja schon erwähnt. Wir waren gemeinsam feiern und ich habe gedacht, wir haben uns bei ihr davor getroffen, haben uns da auch fertig gemacht, glaube ich. Und ich habe irgendwie gedacht, wir bestellen nur eine Pizza oder wir essen nur irgendwas. Ich bin mit komplettem Hunger zu ihr gekommen. Aber die Frau wollte nichts essen. Die Frau hat keinen Hunger gehabt. Sie hat nicht angesprochen, dass wir jetzt nur eine Unterlage brauchen oder irgendwas. Aber es hat M&M's gegeben. Das heißt, ich habe eine Handvoll M&M's gehabt. Und sonst nichts. Aber wir haben natürlich trotzdem Vollgas gegeben. Wir waren jung und partywütig. Naja, ich sag mal so, eine Stunde nachdem wir, vielleicht ein bisschen länger als eine Stunde, aber ich habe sehr früh meine Mama anrufen müssen, kniend aus der Klokabine dieses Etablissements. Gott. Mama, bitte kannst du mich abholen? Ja. Oh Gott. Ja, deswegen darf ich euch das nicht empfehlen. Esst's nur, esst was Gescheites vor dem Vorgehen. Zum Beispiel folgende Empfehlungen. Auf Platz 3 habe ich Gnädel mit Sauce. Das ist eine gute Unterlage, finde ich. Das ist nicht schwer, aber das ist auch nicht zu wenig. Das ist einfach nur gut.
Egal Stimmt. welche Sauce, aber es müssen Semmelknödel sein, da bin ich persönlich großer Verfechter Echt? davon. Ja, ich mag keine Kartoffelknödel. Bei mir ist Kontroverses Thema. Verena, schau, und deswegen passen wir so gut zusammen. Wir ergänzen uns einfach. Wenn man in der Wirtschaft einen Schweinsbraten stellt, dann sind da immer 200 Mark Knödel drauf. Und wenn man jemanden hat, bei mir ist das mein Papa, der lieber Semmelknödel mag und ich mag lieber Kartoffelknödel, dann können wir tauschen. Das ist eine richtig praktische Knödelgemeinschaft. Finde ich auch. Ich habe gewusst, dass dein Papa ein guter ist. So. Machen wir weiter mit Platz 2. Kasspatzen. Da muss man ein bisschen aufpassen mit der Dosierung, sonst kann man sie Yep. überfressen. Aber generell Kasspatzen, gute Unterlage, sage ich. Hat Kass dabei, das Ja. heißt, es ist ein bisschen fettig, hat genug Teig-Eigenschaften zum Aufsagen, Ja, verdient der zweite Platz, da ich sagen. stimmt, ja. Und auf Platz 1 habe ich seit letztem Wochenende diese Pizza. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber diese Pizza ist, ich glaube, da kannst, wenn du 2 Stückel von der Pizza isst, dann kannst 3 Nächte durchmachen und hast trotzdem immer noch keinen Hunger. Die war brutal, die Pizza. Aber weißt du auch, warum du die Pizza so liebst? Die hat nämlich eine persönliche Verbindung zu dir, die Pizza. Warum? Die Anja und ich, wir haben die Pizza abgeholt in der Pizzeria und Ja. wir sind da reingegangen und die komplette Pizzeria ist voll mit Marienkäfern. Also mit Nein! so Deko. Ja, da ist alles voll Marienkäfer-Deko da drin. Hä, wie geil ist das? Ja, schaut, dass nicht dabei warst. Das war Ah. schön gewesen. Das liebe ich ja nur. Ja gut, dann ist klar, dass ich die Pizza liebe, ist eh klar. Aber wenn man sich jetzt unsere Besten so anschaut, dann kann man sagen, es muss irgendwas Teigiges sein, oder? Das ist wichtig bei der Ja, Unterlage. stimmt. Wenn man so ein Resümee Das ziehen stimmt. darf. Okay. Ja, Na gut. ja, gut, was Teigiges saugt halt auch, gell? Ist ja, Ja. irgendwie logisch. Ja. Ja. Nein, ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Wie gesagt, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, nur dass ihr bei der nächsten Klausur auch wisst, was Sie schreiben müsst, gell? Genau, dass die Auswertung auch mit dabei war, der Vollständigkeit halber. So. So. Dann, liebe Wellensittiche, kommen wir auch schon zu unserer allerletzten Kategorie für diese Folge. Es ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Wellensittich der Woche. Es ist schon der 3. Wellensittich der Woche in Folge. Und ihr müsst wissen, wir beobachten euch. Und zwar sehr, sehr genau. Mit unseren Augen. Ja, Im Internet innen drin beobachten wir euch. Wir sehen alles. Wir haben eine Liste mit potenziellen Wellensittichen der Woche. Wisst ihr es eh? Also, bemüht euch schön weiterhin. Ihr habt gute Chancen. Ich sag's nur. Nur, dass das klar ist. man kann es ja auch mal sagen. Also das. Wer wird der 3. Wellensittich der Woche? Verena, soll ich das sagen? Bist du so aufgeregt Ja. wie ich? Okay. Ja, ja. Es ist der Specki. Unseren herzlichsten Jawohl. Glückwunsch an die. Jawohl, Specki. Genau, das, was Verena sagt. Du bist in unsere Herzen geflattert, nicht nur, weil du bei einer Tippabgabe für unsere 3 Wahrheiten und eine Lüge-Kategorie unsere richtigen Spitznamen, nämlich Anna, Veronika und Räder benutzt hast, sondern auch, weil du die rückwärts durch unsere kompletten Folgen durchgehört hast und uns gesagt hast, dass du jetzt bei Folge 0 angekommen bist. So. Das hast du alles auf Spotify kommentiert. Wir wollen nämlich hier die Spotify-Kommentare auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ihr dürft natürlich überall kommentieren, aber es freut uns auch sehr, wenn ihr auf Spotify kommentiert. Und ja, Specki, du hast es geschafft, du hast alles richtig gemacht, eigentlich immer richtig Abbogen im Leben und jetzt bist du Wellensittich der Woche. So schnell kann es gehen. Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken dir im Laufe des Tages eine DM und dann sagst du uns deine Adresse und dann kriegst du ein kleines Paket zugeschickt. Genauso wie alle Glückssittiche. Wir melden uns bei euch. Ihr gebt uns dann eure Adresse und dann schickt man euch Liebesbriefe.
So schaut's aus. So nämlich. Ja, gut, Verena. Dann da ich sagen, Ja, gut. satteln wir die Hühner, backeln wir zusammen. Und reiten los. Flattern los. Und flattern los. Entschuldigung. Zum Abschluss nochmal hier der Hinweis. Falls ihr uns noch keine 5 Sterne gegeben habt auf der Plattform, wo ihr uns herzt, dann macht's das doch bitte gern. Kommentiert's natürlich fleißig weiterhin. Nicht nur, um Wellensittich der Woche zu werden, aber natürlich auch. Und um unsere kleinen Herzen zu erfreuen, unsere Egos zu füttern. Und wir sagen vielen Dank an alle, die das schon so fleißig da haben bis hierhin. Und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in eure Ohren innen drin. Bis dann. Servus. Durch Stammtisch am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.